Ja, hallo Leute, es ist wieder der Lower Coach, Lower the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung. Was du selbst aussendest mit deinen eigenen, völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Willst du die Welt verändern, dann verändere dich selbst und die Welt verändert sich mit dir. Du bist das Zentrum des Universums, du entscheidest, in welche Richtung deine Realität geht. Du entscheidest, in welche Richtung du denkst, du entscheidest, in welche Richtung du fühlst. Du hast freien Willen. Dein Körper und eine Umwelt, deine Mitmenschen sind ein Feedback-System, das dir deine eigenen Überzeugungen widerspiegelt. Gefällt dir nicht, was du an deinen Körper und an deine Umwelt und deinen Mitmenschen wieder gespiegelt bekommst, dann musst du deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Es gibt keinen anderen Weg. Viele Leute glauben, sie müssen am Körper herumoperieren oder an der Gesellschaft herumoperieren oder an einen Mitmenschen kritisieren, aber das macht dich nur ohnmächtig, weil das sind Dinge, die du nicht so steuern kannst. Was du steuern kannst, sind deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Da hast du die Macht, da ist deine Eigenmacht und da musst du ansetzen. Viele Coaches verkünden irgendwelche Weisheiten und Wahrheiten, versuchen sie ihren Anhängern überzustülpen. Ich mache genau das Gegenteil als Coach. Ich sage dir, du kannst einiges von mir lernen, aber die tiefste Weisheit und Wahrheit, das Wissen muss aus dir selbst kommen. Du musst deine innere Weisheit anzapfen. Du weißt am besten, was gut für dich ist. Du kannst nicht die Verantwortung einen Coach oder einen Arzt übergeben. Du kannst nicht in ein Reisebüro gehen und sagen, machen Sie eine Weltreise für mich, aber so, dass sie mir gefällt. Niemand weiß, was du gerne hast, welche Länder du gerne besuchen willst, welche Hotels du aufsuchen willst. Ob du mit Rucksack reisen willst oder mit Koffer oder mit Auto oder mit Fahrrad. Du entscheide für dich selbst und benutze dein Gefühl als Navi. Hast du ein gutes Gefühl, dann bist du für dich selbst am richtigen Weg. Egal, was Lehrer und Gurus und Priester und Päpste und Präsidenten zu dir sagen, hast du ein gutes Gefühl, dann bist du für dich am richtigen Weg. Höre nicht auf deinen Partner, höre nicht auf deine Eltern, höre nicht auf deine Kinder, höre nicht auf deine Großeltern, höre auf dich selbst, spüre in dich hinein, was fühlt sich gut an für dich. Ich kann dich als Coach dazu ermutigen, deinen eigenen Weg zu gehen, auf dein eigenes Gefühl zu hören und den Groll loszulassen gegenüber dir selbst und deinen Mitmenschen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Jeden Tag, wo du in der Früh aufwächst, fängst du bei Null an.
Du musst die alten Sachen nicht in den neuen Tag mitnehmen. Du kannst nach vorne schauen. Du kannst dir überlegen, wo will ich hin, welche Gedanken und Gefühle und Überzeugungen will ich kultivieren. Will ich weiter Groll und Schuldzuweisungen machen in die Vergangenheit hinein, in die Gegenwart und in die Zukunft? Oder will ich jetzt die volle Eigenverantwortung für meine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen übernehmen und damit für die Resultate zu mir kommen? Realität, sag zur Realität Resultat, dann bist du viel näher an der Wahrheit. Sage zu deiner Realität Feedback-System, dann bist du viel näher an der Wahrheit. Erkenne dich selbst als Magnet, der Ereignisse anzieht, die zu seinen eigenen Bewusstseinsinhalten passen, dann bist du näher an der Wahrheit. Aber die tiefste Wahrheit muss aus dir selbst kommen. Spüre in dich hinein. Lebe die Freiheit für dich selbst und gewähre die Freiheit deinen Mitmenschen. Pushe nicht gegen irgendwelche Sachen. Öffne dich für deine innere Weisheit und Liebe und Wertschätzung. Let it be, lass die Menschen sein, wie sie sind, und sei du, wie du sein willst. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, damit du dich öffnest für deine innere Weisheit und Harmonie. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.